van het woord voor jou brengen. Wat ik hier schon antwoord wil zijn, wat ik weet om te zijn hier, dat die vorige week voor die waren, van Brazil en Paraguay, die waren door aan Brazil voor die was in elkaar door de nachtjes voor, zoals die verder kwamen dat zeer die voor en dus wie ze doffer van wilde van onze nachten in. Zo, we zijn die hier zaten van de hand, van zo die waren dus 5 jaar dus in Brazil zijn in ons kaart. Dan van we een paar jaar door de mensen counter en dan mijn oudere en de gouden kaas. En dan had ik verder dat ik met mijn oudere en de gouden kaas prediken kon. Dat is voor mij hier cool. Hier en wat mij wichtig is dat op wanneer we nu een paar weken wegvallen. De jeugd moet dat is voor niet meer ons weg. Jullie vallen bij ons weg, maar ik blijf ook hier met das Ollabeen. Und mir ist es sehr wichtig, dass hier die Kirche und die Sturm bleibt und die Fährreiche anziehen, aber sehr schön hier. Aber hier sind auch wunderschöne Predigten, Sachen abgelehnt. Für jeder sind das so, das kann ich so sagen, wie wir vorweg nicht drauf sind. Und aber wie großig war das wirklich hier auf der Freitags. Einfach mal gegenseitig zu sein. So, I have vorweg 2 weken gemeint, als de laatste 2 jaar van financiën. En eenmaal dan hier wie, morgen wie, dat waren die dan voor Jezus van die Gott im Leben haben, dann sagen sie so ziemlich okay, so, dann geben wir uns Leben Jesus, aber wenn wir dann antworten, dat Jezus de wel als het jou terug kan, dan dat onze leven zijn jou terug, dan eenmaal dan van je omdat je even roosje wordt, en dan goed uitmaakt en je dat niet, want dan wil ik al niet onze leven hier niet zo. En dan wordt het zo gesproken, de jou terug als de laatste wat zich bekeerde. Zo, maar ik geloof hier, in onze wereld bekeert zich op z'n worden jou terug. Wie hier de vrijheid, dat is ook gewoon bekeerd zijn. En dus dat hangt manchmal van wat we besonders im Oud Testament veel hebben en best ook im Nieuw Testament. Zo zijn veel vaardiger, dus van grote parts vom Oud Testament, dat is reed van, man dat over geld gaat, dat reed over den Tiendel, over die 10%. En dan is het eenmaal zo, dat wanneer dan dat eenmaal in de kerk dat woord abgenannt wordt, dan gaan ze een rege veilen door die banken, dat eenmaal wie niet meer touwhaartje kennen. Maar es ist ein Prediger, dat zegt, wenn einer dann ein Video merkt von der Predigt, was dann vielleicht eine Stunde ist, du merkst du dann ein Video und das dann online stellen und das noch nicht mal 5 Minuten im Internet bin, dann hat er all so eine lange Liste geschrieben, was du alles gesagt hast. Und du hast ja dort aber noch mal 5 Minuten dabei, der hat noch gehört und der hat so eine Liste von Kommentaren, die du hineingeschrieben, wo sei du jen hast. Und so von da will ich über den Tiendel reden. Und ich glaube, das wird eine Weichtonantje sein, was wir vielleicht noch nicht viel erlebt haben, aber was du vielleicht nicht erlebt hast, aber eine neue Weich, was du von der sein kannst, wo das in der Bibel, auch im Neuen Testament, von der geschrieben wird. Und wenn du dann ein bisschen so bist, dass du Fußwelle alle Hunde neu schreiben, dann wach ein bisschen, weil wir einmal Tauparchen, weil wir einmal über das reden. Hebräer 6 ist der Text, wo ich anfangen war zu lesen. Hebräer, das 6. Kapitel, das 20. Vers, und dann im 7. Kapitel, wo wir dann wieder lesen. Weil wir wiedergehen, dann wollen wir einmal Gott danken sagen für das Wort. Dankeschön, Jesus, für das Wort. Dankeschön für den Hebräerbrief, für die ganze Bibel, was du uns gegeben hast. Wir freuen uns, dass wir das Wort hier kennen. Und wir danken dir für all diese Wort, was du von dir für uns hast, reid hast. Und wir wollen einfach auch das annehmen und die Dankeschön sagen dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, Hebräer, ich war von der, das ist ein klein bisschen längerer Text, wo ich gelesen habe von der Hebräer. So, wird sehr wichtig sein, dass ich dann vielleicht auch die Matchchecken und durch hängen mich, aber das selbst abschließen dann. Hebräer ist ein Buch, was viel vom Alten Testament
beschrijven dat. Dus immer waren wat Sachen vom Alten Testament, im Neuen Testament nennen dat en de Westen erklären dat. Sachen wat vielleicht für die Juden ganz normal wäre, aber nu ein klein bisschen verändert worden, nu dat een nieuwe tijd weer, nu bringt het Hebräerbrief dat hier nennen. Hebräer 6, Vers 20 sagt so, du hast Jesus für uns in onze steed, du hast Jesus für uns in onze steed neergegaan als een hoge priester voor alle eeuwigheid, naar de ordnung van Melchizedek. So, ein ding wat we vandaag over reden willen, is dat Jesus is ons hoge priester. So, dann fragst du dich vielleicht, Eduard, was meint das Ganze, wo, was wir haben? Wir wollen kurz wiederlesen. Aber ein Ding ist immer sehr wichtig zu weiter für diese ganze Botschaft. Wir wollen ein bisschen ein Puzzle haben, und wir wollen denken, wo jetzt das Puzzle haben, aber zuletzt, wo ich verstehe, nicht kriege, was das Puzzle meint. So, das erste Bietje von das Puzzle ist, dass Jesus der hohe Priester ist. Was ist ein Priester? Im Alten Testament wie ein Volk ausgewählt, dass wir der Leviten, dass wir ein von den 12 Stammen Israels, das Volk Levi, die Leviten, all die Nachkommenschaft durch, dort wir die Priester. Und von in Volk wird einmal einen gewählt, dort wir die hohe Priester und dort wir die Lehrer dann von der Zeit und so weiter. Aber nun sagt Jesus, dort sagt nicht mehr der Leviten, nu ist Jesus ein hoher Priester. Und dort ist nicht mehr ein Mensch, wo wir sein nicht kennen, sondern Jesus. So, du willst wie anfangen. Jesus ist dieser hohe Priester. Und dann gehen wir eben im 7. Kapitel, dann wollen wir durch nach den 10. Vers lesen. Hebräer 7, 1 bis 10. Das Melchizedek wie ein König von Salem. Er wird ein Priester vom allerheiligsten Gott. Er ging Abraham entgegen, als der von seinem Kampf mit dem Königsträgheim in Sehen am. So, nun habe ich hier kurz eine andere Person. Melchizedek. Ich weiß nicht, ob du diese Person kennst. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer das ist. Du hast nicht sehr viel geschrieben über Melchizedek, nicht im Alten und nicht im Neuen Testament, aber das ist eine sehr wichtige Person. Über diese Person, das erste Mal, wo wir anfangen, ist im Alten Testament in 1. Mose 14. Ganz am Anfang von der Bibel redet von Melchizedek. Und was passiert in 1. Mose 14? Das ist eine ganze Geschichte. Abraham, den kennen wir, dort wir der erste Vater, dort wir der Vervater. Abraham hat einen Bruder, dort wir ein Lot, den kennen wir auch, nicht so? Ein Lot, der wohnt in einer Stadt, von was wir nicht sehr gleich reden, der heißt Sodom und Gomorra. Und du wirst feiertjährigst, der würde du mehr Städte, der würde die bekriegen, der würde alle Städte, was in dieser Städte wären. Und dann gehen diese Königs durch an und die bestehlen alles. Und die kommen nur Abraham, sein Bruder Lot, und die nehmen Abraham alles fort, was er hat. Nicht Abraham, sein Bruder Lot, nehmen ihm alles fort, was er hat. Als Abraham das hier geht, dann nimmt er seine ganze Diener und dann mit seinen Pferden alles, was er hat, rannt nur diese Feierkönig. Stellt ihn vor, ein Mensch, Abraham, mit seinen Diener, geht gegen Feierkönigs, und wer glaubt, gewinnt? Abraham gewinnt. Und er nimmt rein alles trägt. Alles, was Jana voet gestohlen hat, nahm er alles trägt. Und dann deed Abraham, und das ist das erste Mal, dass wir Eier durch gesagt haben, nach sonst irgendwas, dann nimmt Abraham 10% von alles, was er durch trägt, wahrgenommen hat von Jana. Und jetzt noch einen Mann, der heißt Melchizedek, das ist der Priester, und jetzt ihm das 10% von dort alles. Und wir wollen kurz antworten, was er zu bedienen hat. Das Melchizedek hat wie ein König. Der erste Vers sagt, das Melchizedek hat wie ein König von Salem. Er wird ein Priester vom allerheiligsten Gott. Er ging Abraham entgegen, als der von Kampf mit dem Königsträgheim in Sehen am. So das Melchizedek, als der sehnt und euer alles, dann sehnt der Abraham. Der jeffen sehen über am. Abraham jeff am dann von alles, was er mitgebracht hat, dort Tiendel Port. Erstens bedient der Nomen Melchizedek verdolmetscht, aber er sagt, gerechter König, und dann auch König von Salem, dort meint Friedenskönig. So, Melchizedek, dort bedient auch ein anderer wird Jesus. Er wird ohne Vater, ohne Mutter und ohne Herkunftsstamm, sein Leben hat nicht einen Anfang und nicht ein Ende.
Doorn liggend hij God zien zijn. Hij blijft een priester en eeuwigheid. So wat passiert hier? Das Melchisedek. Du hast nicht viel über ihm geschrieben. Aber was du geschrieben steht, dass er wie eine Person, die Jesus legnet hat. Wir sehen dort in der ganzen Bibel, all im Alten Testament, sind alle Bilder und Personen in Geschichte, alle, was nur Jesus am Hand hat. Und das ist eine von so. Melchisedek ist ein Bild für Jesus. Er ist nicht Jesus, aber er steht in Jesus seine Steht. Manche Bibelschullerer würden sogar sagen, das ist Jesus selbst, was du ist. Aber als das dann nicht ein oder das andere ist, das ist ein Bild für Jesus im Alten Testament. Und was tut Abraham? Abraham bringt nu der Tiendel, bringt der Tiendeport und jeft diesen Melchisedek der Tiendeport. Und was tut Melchisedek? Melchisedek sehnt am. Eier, hij irgendwas tut, sehnt Melchisedek am. Und dann geht es wieder so an. Das Melchisedek, hat dus nicht von seiner Herkunft geschrieben. Dus Jesus hat einen Stamm, von wo er kommt, aber du hast nicht geschrieben. Aber was dort steht, dass er bleibt, er ist Leben. Und dort ist Krieg so aus Jesus, er lebt. Und dann sagt er wieder im 4. Vers so: Check einmal, wie groß der ist, der dem Stammvater Abraham den Tienden von all das gab, was er den von den Krieg mitgenommen hat. Nun gesagt haben die Priester von Levi seinen Stamm dort erreicht, von Volk den Tienden zu gleichen, wann dort auch ihre Brüder sind, die auch von Abraham stammen. Dieser aber, der nicht von Levi stammt, der nimmt doch den Tienden von Abraham und segnet den Gott gegeben hat. Den Gott sein Versprechen gegeben hat. Nu ist es ohne Zweifel so, dass der Geringere durch den Gerateren gesegnet wird. So, was passiert hier? Diesen Vers blieb einmal durch bei den 7. Vers. Nu ist es ohne Zweifel so, dass der Geringere durch den Gerateren gesegnet wird. So, einmal anhalten, was passiert hier? Wie weiter? Abraham bringt Sachen nur Melchisedek. Dazu kommen wir alle mit, nicht so? So, wer ist nu gesegnet? Melchisedek oder Abraham? Aber du doch Melchisedek gesegnet sein, der hat für das Sache gekriegt. Wer ist gesegnet? Abraham ist gesegnet. Wenn wer ist geringer? Abraham oder Jesus oder Melchisedek? Ganz klar. Wenn Melchisedek ein Bild für Jesus ist, dann ist Melchisedek Abraham, aber gesehen wird Abraham. Und das ist ein Bild für, was wir auch im Alten Testament für den Tienden sein. Wenn ich ein Tienden gebe, vielmal glaube ich, dann wird Jana gesehen, aber in Wirklichkeit ist es sehen dann auch mich, wenn ich aufgegeben habe. Und das Vers kann uns sagen, ohne Zweifel ist der Geringere durch den Gerateren gesehen. Da wenn es kommt, Melchisedek noch am und sehnt am. Und dann sagt dort so, Vers 8. Bei der Nachkommenschaft von Levi nehmen Menschen, die gestorben waren, den Tienden, aber bei Melchisedek einer von dem gesagt wird, dort er lebt. Wer ist dieser, wer du lebt? Dort ist Jesus selbst. Ich einmal, wie seine dort Lothar, wenn aus dort gesagt haben, in der Levite gesagt wurde, dann machte sie den Tiendel geben, dann kriegen Menschen einmal den Tiendel. Du wirst ein Volk ganz unerholen durch den Tiendel. Aber nu geht es nur Melchisedek, nur den einen, der du lebst. Und wer ist das einer, wer du lebst? Wer ist die einzige Person, wer du lebst, wer wirklich Leben hat? Jesus, der Antwort ist sehr einfach. Den nächsten Vers, einer könnte sogar sein, dort Levi, der den Tienden nimmt, in diesem Fall auch den Tienden durch Abraham geteilt hat, weil Levi soll dem Abraham noch einmal geboren worden, aus dieser den Melchisedek traf. So, du kannst
noch mal even lesen. Hatte veel mal even gelezen des Tags. Für uns ist das eins Tags vom Alten Testament ist und dat wir das dann nu in onze Zeit nennen holen. Weil für mich muss ich eins mal noch mal nur denken. Aber wenn wir das mal einfacher merken, sodass wir mitkommen. Wie haben diesen Abraham noch einmal, was Melchisedek den Tieren bringt. Nu sagt das hier auf einmal, dass Leifi, der Sturm Leifi, hat den Tiendel auch alle gebracht. Aber das schafft ihr nicht, das wird nicht mal geboren. Wo kannst du was bringen, wenn du noch nicht geboren bist? Der wird, was du brauchst, sagt, dass der wird so in Abraham seine Hafte. Was bedeutet das? Das Alte Testament, Gott wist ja all, dass Leifi wird geboren worden, der ganze Stamm Leifi wird geboren worden, und wurde den Tiendel gegeben worden. Und das ist es, wenn der Stamm Leifi sagt, wir nehmen den Tiendel, was wir all diese Jahre gekriegt haben, wir nehmen den aller Taub und wir bringen den einen, Melchisedek. Wir bringen den bloß nur Jesus. Kann ich das Bild verstehen? Sogar die Tiendel, was im Gesetz geteilt wird, in der Zeit vom Gesetz, der wird schlussendlich kommt bei Jesus an, nicht bei Menschen. Das wird das hier uns sagen will. So wie weiter nu, dass du ein hoher Priester hast, das ist Jesus. Und wie weiter, dass der hohe Priester, des Melchisedek, der hat den Tiendel alle gekriegt. Nu kommt das sehr viel ab, dass Menschen sagen, aber Eduard, hier abzureden. Wir sind im neuen Bund, wir brauchen nicht mehr Jewe, wir sind das, wir sind Jant und fangen sie Reichte vor dir. Dann würde ich auch sagen, wenn was singen die dann hier? Wenn es dort singen, habe ich auch vom Alten Testament her. Wenn was tanzen wie? Wenn dort tanzen, habe ich auch vom Alten Testament her. Wir bringen die ganze Zeit Sachen vom Alten Testament her, was wir brauchen, wo wir alle ganz zufrieden, sehr froh sind, dass wir die keine haben. Aber wenn das einmal meine Geld hast, ist Eduard hier abzureden. Siehst du? Und wie weiter alle, dass das sehr deep anschieren hat. Aber des Tages in der Hebräer ist ein Buch, wenn wir checken von Anfang an, Hebräer das Buch, erklärt auf einmal mit einer neuen Uhr, wo wir im Alten Testament checken. So was passiert mit dem Alten Testament? Diese Week habe ich Bildschule und ich freue mich al, wenn wir wollen die Bibel leren besser zu verstehen. Und das Alte Testament, muss wir einzelne Sachen beachten immer waren. Du sind einzelne Sachen vom Alten Testament, die bleiben 100% kriegst die sind. Im Nien, die waren sogar gesagt. Ihr voran Mutter, dass du lang leben kannst. Habt irgendwie ein Trouble damit? Keiner. Wie weiter das sagt, dass im Alten Testament, das wird im Neuen Testament nicht gebracht. Wir tun das plus kriegst du wieder, wie eine rechte Ansicht, dass ihr voran Mutter. Kein Trouble, nicht so? Das bleibt kriegst du. Aber dann sind die Sachen, die wurden erfüllt. Und das sage ich ganz klar in der Bibel. Das sage ich, die brauchen nicht mehr ein Tier schlachten. Im Alten Testament muss jeder so und so viel ein Tier schlachten, dass die vielleicht Vergebung erleben. Aber nun braucht ihr nicht Tiere schlachten. Die wurden verändert. Das sage ich ganz klar, das ist erfüllt, das ist Vorrecht, du brauchst es nicht mehr tun. Und dann sind die Sachen, die wurden ganz verändert. Einzelne Sachen wurden ganz abgegeben und einzelne wurden verändert. Im Alten Testament wird es so, hut den Bruder, nicht den Bruder, den Feind. Den Bruder leben, den Feind hut han. Ist das Neue Testament so? Das Neue Testament sagt, wenn du erst einmal kurz Platz, nu hast du deine Backeier, nu hast du Leben. So du verändert was. Du checkst wie unterstanden. Und dieselbe Bibel, die erklärt das. Nu ist das mit den Tieren so, dass eine Sache, du wirst zum Beispiel Wässer eingestellt. Im Alten Testament, als das ihr mit dem Gesetz anfangen, als das Gesetz eingesagt wird, dann weißt du, dass du ein Tiendel aufgegeben. Und das Tiendel wird aufgegeben aus einem Gesetz, und der wird aufgegeben nur diesen Leviten, nur ein Stamm, nur eine Gruppe Menschen, du wäre die 12 Brüder, und einer von denen heißt Leifi, und all den seine Nachkommenschaft, die kriegen den Tiendel, wenn es den Tempel abpassen. Nu sind wir hier in diesem Text in Hebräer 7, sagt, dass die jeweiligen Tiendel nicht mehr nur die Leviten,
Sogar die Leviten bringen ihren Tiendel nur Jesus. So dort wird verändert. Erst einmal war dort nur Personen gegeben, nu wird dort eingestellt, wenn wir ein Tiendel geben, dann geben wir dort nur Jesus. Dann wird die Frau einmal, aber hey, Jesus, der redet ja gleich vom Tiendel geben, was soll ich dort dann tun? Da werden wir ein bisschen warten. Als Jesus einmal auf Schlangen gestellt wird, und wenn es Tax tolle, soll wie Tax tolle oder nicht, oder wo soll wie mit Geld am gehen, dann sagt er, wies mir mal einen Cent. Und dann bringen sie einen Cent, und das ist in Matthäus 22, Vers 21. Und dann sagt er, wie seine dort du erst ein Bild von den Cäsarbuben. Und dann sagt er, je habt den Käser, oder den Käser. Dann sagt er, je habt den Käser, wird angehört, und Gott wird angehört. So wie weiter, dort du wie ein Port, wird Gott gehört hat. Wie wollen eben Lothar noch wieder trägt nur das kommen. Wie weiter dort du ein Prozent wie verbessert. Wenn es wie weiter ein Tags, wenn ich Tags und Regierung tue, du erst ein Prozent, wie viel ich Tags tue da. Und so kann ich hier auch hören, dass Jesus mir kurz einen Unterschied gibt. Gott, wird Gott gehört, auf dem Cäsar wird arm gehört hat. Vor 2 Kapitel Lothar in Matthäus 23, Vers 23, sagt Jesus, zu den Pharisäern. Und was sagt er hier für die Pharisäer? Interessanterweise, das Vers, was ich nicht lese, aber hier steht dort dass sie sogar von Peperkrüten, Anis und Dal und alles möglichste Tiendel geben. Stell dir vor, früher, jemand durch Blätter teilen, und wie viele Blätter die ein Peperkrüt haben, jemand die von jeder Tiendelblatt ein aufrieten oder ein Stückchen utrieten, und man sie dann in den Tempel bringen. Das ist ungefähr, was passiert ist. Und der Pharisäer wäre bloß, ja, ihr salzlich, der checkt der Ammann, hast du all gegeben? Der hat noch nicht, Jana. Oh, du fehlt noch 50 Centavos, den fehlt noch, der hat noch nicht sein Tiendel vor dich. Und der wäre bloß sehr genau mit das. Ich glaube nicht, dass Jesus das Gefall, die gesetzlich hätten, wir nehmen, wir reilig, sei du über das wäre. Aber interessanterweise, das ist der einzige Stelle, wo Jesus nicht sagt, das ist falsch oder mit einer rechten Einstellung. Einmal sagt Jesus, das ist gut, zum Beispiel, wenn sie beten und fasten. Bet wieder und fast. Aber hier mal ab, dort bloß zum Aufwiesen zu tun. Das heißt, du das hört. Hört das Einstellung, sagt er, hat eine andere. Aber hier vom Tiendel, das ist der einzige Stelle, so wie ich weiß in der Bibel, wo Jesus der Pharisäer nicht korrigiert hat. Er sagt dann, je gebe von der Rein, alles, von jün Dal, von jün Peperkrüt, von jün Anis, das kleine Sotalie, und gebe alles. Nur den Tempel. Aber was für jede Hand ist, jene Wetfrühes zu behandeln, die Arme zu behandeln. Nu sagen wir, Jesus, der will sagen, ich soll Wetfrühes behandeln. Nee, er kann wieder dort tun, wenn Jesus sagt, ich dort ab hier sollen. Ich tue wieder dort, aber ich behandle die Wetfrühes auch gut. Viele Mal, wenn ich was Gutes tue, dann glaube ich, nu habe ich einen Kredit zum Schlechten tun. Ich habe je Tiendel geteilt, nu kann ich eine Wetfrüh schlecht behandeln, wenn ich je Tiendel gegeben. Ich weiß nicht, wo wir Menschen bei so etwas kommen, aber wir denken noch mal so. Dort, wenn ich genug Gutes abgebaut habe, dann habe ich ein klein bisschen reich noch schlecht aufzuteilen. Und Jesus sagte zu den Pharisäern, ab kein Weg. Je Hand den Tiendel geteilt, nu dort nach dem Wetfrühes Gott behandeln. Seit dort dein Leben ganz verändert wird. So, meine Predigt heute von der Tiendel, dort ist ein Fass von Erlösung. Nu fragst du dich vielleicht, was hat Erlösung, was hat Verradung mit dem Ganzen zu tun? Was lehrt die Bibel von den Tiendelgebern, oder was hat Tiendel und Erlösung überhaupt zu tun? Und dort wird ein Puzzle sein, du weißt, mit ein klein bisschen mein Schäppchen abhüpfen, um dort das verstehen können, wenn Wort Erlösung in Tiendelgeber ab eine in derselben Bohn ist. Malachi vom Alten Testament, das ist das letzte Buch im Alten Testament. Malachi 3, Vers 6 bis 12.
Malachi 3, Vers 8 bis 12. Das ist für mich persönlich sehr, ich würde sagen, meine Uhr gingen sehr auf, dass ich diesen Tag sehr viel mal, diesen Tag, dass es über Tiendel, für die, die nicht weiter, viele Menschen waren in Malachi hier, die weiter Fuß von, was ich rede war. Aber viele Mal, wenn ich diesen Tag, wenn du hier schon mal Malachi 3, dann denkst du, oh, puh, nu was ich von das war rede. Und dann kommt uns so was, so ein schlechtes Gefühl. Und ich will wirklich haben, und ich bete, dass wir nicht das Gefühl haben, wenn es jetzt niemals das Ziel von der Bibel, dass wir so eine rechterische, ein schlechtes, ein böses Gefühl haben. So wollen wir einmal mit einem Open Denken in diesen Tagen nennen. Malachi 3, Vers 6 sagt es das. Ich sehe die Herr, in derselbe aus ihr Schäme, und je haben nicht abgehört, Jakob seine Nachkommen zu sein. So, Gott sagt, ich sehe die Herr, ich sehe derselbe aus ich immer gewassi, ich will nicht ändern, ich sehe so, wie und so, ich will immer bleiben. Und ich sehe jün Herr, so wie Gott, und sie werden seine Nachkommen. Das ist ein Alten Testament mit alttestamentlichen Gedanken. Nicht so, wo sie entfaltet werden, und Gott wird ein Herr. Dann sagt der 7. Vers, alte jüne Vorrasch ihre Zeit, hab je jen meine Gesetzen gesagt, und sind die nicht gehorsam gewesen. Kijkt einmal nur mich abtau, und dann wo ich mich nur jünd abtau rechten, sagt der Herr, der alles regiert. Aber je sein, in wo soll wir uns stellen? So hier, das ist ein hartes Wort, nicht so, wo Gott uns sagt, dort mal umdrehen, und sie sollen ihr Leben stellen. Und das fällt frei. Aber wo habe ich auch getan? Wo soll wir abfixen? Wo soll wir Sachen stellen? Und dann sagt der 8. Vers, na, es tut reich, dort einer von Gott stehlen wird, aber je stehlen von mir und sagen danach, wo habe ich von dir gestohlen? So, was bedeutet Stehlen hier? Sie haben nicht den Tiendel getötet und Gott sagt, schafft das, dass ich von Gott stehle, und sie tun sich ausstellig. Wo habe ich von dir gestohlen? Na, je haben mich nicht von dort Tiendel von jünger Arten gegeben und von dort Port, was je der Priester geben sollen. Nu sind je auch unter ein Fluch, weil sie bestehlen mich dort ganze Fall täter zu steht. So, je bestehlen mich, sagt er hier. Und dann sagt er so, nu ist über eine Lösung, das geht nicht hier ab. Bringt mir dort volle Tiendel in meinen Specken an, so dass in mein Haus wat zu eten sind. Proef mich damit auf, sagt der Herr, der alles regiert und fängt uit, ob ich nicht verjühnt vor dem Himmel aufmerken, in einen See raufschaden, so dass es jühnt dort überrannt. Ich werde den Knieper nicht zulassen, nur jene Flecken zu kommen und jene Arten abfreten. Und je worden nicht eine Messarnt, eine Weingordes haben, sagt der Herr, der alles regiert. Dann werden alle Felder sein, wo glücklich je sind. Je werden ein herrliches Lohn sein, sagt der Herr, der alles regiert. So von was redet hier? Im Alten Testament wie der Zweig, oder wie der Ursache, wenn was der Tiendel gefällt, dort Haus Gottes zur einer Hölle. Im Neuen Testament ändert es sehr. Wenn es wie sei einmal, wie jede Geld nur die Kirche, dort das hier kann, eine Hölle werden. Und in Wirklichkeit stimmt das nicht. Ja, dort passiert davon, dass je Geld geben, wird das eine Hölle. Aber woran wir das Geld geben, oder woran wir das geben, ist nicht, dass das passieren kann. Woran wir das Geld geben, ist nur Gott, nur Jesus. Das hat geändert. Erst einmal wir das nur Menschen, das wird einfach nur Menschen gegeben in Eidel. Du kriegst so viel, du kriegst so viel, du kriegst so viel. Nu geben wir das Geld nur Jesus. Das wird ganz verändert. Wir sehen im Neuen Testament, dort ein Arbeiter, das Paulus, oder das Paulus schrift zu mir mal von, der soll wohl einen Lohn kriegen. Aber das ist nicht das Ganze, was der Taub kommt, der kriegt vielleicht einen Port, der kriegt einen Lohn. Im Alten Testament wird das Ganze, wird einfach der Person gebracht. Paulus redet bloß davon, dass ein Arbeiter sein Lohn wird es nicht wieder aus dort.
Hier in diesem Trijk redt het van dat ze zullen terug naar opkomen en ze zullen ophieren met stelen. So, bestolen zij, hoeveel bestolen zij God? Wem zien wir, wann 10% Gott gehört? Wem zien wir de 90? Je kan rekenen, niet zo? 10 en 90, hoeveel heeft dat? 100, niet zo? Wann 10 Gott gehört hat, wem gehört de 90? Eine Frau. Wem gehört dat? Ons? Auch Gott, einfach. Gott sagt uns ungefähr, dat ze precies alles meent. En ik ga je zeggen, plus een klein beetje daarvan zal je naar Amadianen, Levieten geven. En dat klein beetje doe je niet. Meent als het precies alles. So, wat bestellen ze aan, wenn ze bestellen en nu endlich, Gott endlich die 100%. Wenn ze willen niet mal die 10 geven en de eeuwige 90, dan willen ze ook geloven dat dat Ehre zijn. En dat eerste denken, wat bij die en mij kon veranderd worden, dat wat hier in de fub is, of dat wat op mijn cuenta im Ganadero is, dat is nicht Eduard Giesbrecht zijn. Du versteht vielleicht Eduard Giesbrecht zijn Namen einer, aber dat is Gott zijn. Dat is de eerste stad, wo ons denken moet veranderd worden. En wo heeft het Ganze met erlösung te doen? En dat is waar ik wil nagaan. Erlösung. Wat betekent dat woord erlösung? Dat is een eigentum los te kopen. Maar wanneer wat je hier te hebben een sterk land en dat is verschuld worden en ik ga voor die een tool dat uitverdienen, ik koop die los dat je niet meer schuld hebt. Dat is wat erlösung betekent. Voor een weer dat woord erlösung im Alten Testament een zeer normaal het woord. En ik wil goed erklären waarom. Veelmaal erklärt hij dat woord niet. Wens dat wir brugden ze jeder dag, dat wir part van ihrer Kultur. Dat is es, wanneer we naar een Boliviano gaan en van Verenigje reden. Hast du mal een Boliviano van Verenigje geredet, dat du merkst empanadas en dat du glams nemen, dan kijkst du dem Woot aan die brood, die niet in vaart, en dan dat du door schmond, even jeite. Dus een Boliviano checkt die aan empanada, die wordt niet gebrood, die wordt gekirkt, en dus glams nemen en dan steht Cheese. Hij mal versucht, een Spanischen Mensch te erklären, wat een Verenigje is, waarvan ik zich dat deed, en dat du dat eten woest. Dat is je rijf, geloof ik. Ik weet, we horen een kerkje, een Brazilianische kerkje, dat klein weer. Die komt naar ons en die zegt, wil we empanadas merken daar, die dacht dat we empanadas. Dan schmiet we dem woord aan en die draait mij sterk met ons. Wat, dit wil je eten, zo eet ik niet. En die weer over 5 jaar bij ons kerkje. En ze leert de Mennonitische cultuur kennen. Ze leert kennen wat verenigjes zijn, wat fijn, wat schön verenigjes maken. Den laatste dag, als ze 5 jaar bij ons gearbeitet hadden, dan zaten we alle het laatste Mal alle top en middagstas. En ik kom me nog denken, we zijn 10 jaar jong. En deze band, ze zat op een engdash. Had schief eiers gehad. Had schmoonvat over de verenigje. Ze had ruikwars bezit. Had nog eetberensapsel, omdat je weet, de eetberensapsel is dat rechte sapsel voor verenigje. Eetberensapsel, gloria a Dios. Einer wat op mijn partij is. So, eetberensapsel had ze even de verenigje even gedaan. En wil ontvangen te eten. En deze band die bereikt den Thron uit en vangt betterlich aan te hielen. Wenn ze had verstaan, wo schijn eetberenverenigje, oder verenigje met eetberensapsel door even weer. So vielmal habe ich ein Wort im Alten Testament, Erlösung. Und wir denken bloß, das ist Radung. Aber weißt du was, Erlösung ist noch mehr als Radung. So wie ein spanischer Mensch muss erklären, was Verenigje mit Erdbeerensapsel sind, und den dort 5 Jahre muss beibringen, so will ich ein klein bisschen sagen, was das Wort Erlösung bedeutet. In 3. Mose 25, du hast ik wil deze vers eenmaal lezen. 3 Mose, vers 25. Vers 25, dat zegt zo. Wanneer die metbroeder een andere Israëliet zo arm wordt, dat hij wordt van zijn grundstek verkaufen moet, dan zal zijn noodste in vriendschap als loskoper voor hem aanstonen en dat verkaufte terugkopen. Zo, in die tijd weer dat zo.
wann ich Schuld habe, man muss sagen, ich habe die Schuld, ich sehe die $10.000 schuldig. Dann, und ich kann die $10.000 nicht betalen, wenn ich habe nicht. Dann geht er, und wem ich schuldig sehe, geht er checken, oh, der hat du zwischen Pylon und Villanueva, du an der rechten Seite, schmeckt mit Land. Dort können nie Urbanisation geben. Du willst 1 Hektar für haben. Und dann, aber einmal, ein halber Hektar. So, ich will du von dir ein Bit Land haben. Dann musst du, wenn du nicht Geld hast zum Tole, dann musst du den dort Land geben. Dort wie in der Zeit wird wir. Von der ersten Tag wird dir das auch getan. Wenn du Schuld hast und du nicht zahlen kannst, dann wird dir den Traktor von ab dem Hafen geholt, oder wie weiter, dann passiert so was. Bloß in der Zeit wird es so, wenn ich dann nu mein Land die gebe, geen Schuld, am 50 Jahr, oder jeder 50 Jahr, wird das alles so zurückgegeben. Da wird auf Hände und nicht so. Hoffentlich wird das dann nu im 48. Jahr. Nu muss ich denen das Land geben, wenn sie nicht betalen, nu 2 Jahre später, dann kriege ich mein Land wieder zurück. Dann wird das Jubiläumsjahr. Aber nicht einmal wird das so. Einmal hat er so viel Schulden, dass wir noch mal im 2. Jahr, nu soll der 48 Jahre warten, dass er sein Land wieder zurückkriegt. Aber dann passiert noch eures. Nu hast du dieses halbe Hektar durch ein Pylon, aber der bedeutet die Schuld lang nicht. Dann geht Jana und wenn du schuldig bist, und kick wieder. Die frühen Kinder sind mir gut. Die können meine Sklaven werden. Aber die sagt, je moet alle kommen. Wenn die Schuld groot genoeg wird, dann wird die ganze Familie genommen und sagt, je sind mir schuldig. Je moet dat betalen. Dann musst du Sklav sein, für das 50. Jahr Fall wird. Und was die Bibel uns hier sagt, ist, wenn so passiert, dann sollen die Israeliten das tun. Dann soll die Notstammfreundschaft gehen und sagen, ich will für die betalen, ich will den Lohn zurückgeben, ich will die rückgeben, ich will die Freiheit geben. So dort bedeutet das Wort Erlösung von Israelit. Wenn ein Israelit Erlösung hier, das Wort, dann hier nicht bloß, ich komme nicht im Himmel nennen. Nicht im Hall nennen. Ich komme im Himmel nennen. Ein Israelit, wenn die Erlösung hier, dann fällt das Ganze, mir ist eine Schuld gestrickt worden. Mein Bruder ist gekommen, hat das betalt für mich. Der hat alles gegeben, der hat Lohn verkauft, der hat das getan, der hat alles getan, dass ich nicht mehr ein Sklav sein. Komm je mit, was erlöster Mensch bedeutet hat? Sie hat, du wirst nicht Gelegenheit, frei zu werden, durch eine Erlösung. Bloß was passiert, hängt das? Wenn wir mal sagen, Larry hat mich nicht frei gekauft. Ich wie der, der Schuld hat. Und Larry hat mich frei gekauft. Sie ist nicht frei. Interessanterweise nicht. Ich habe bloß Dueño gewechselt. Ein Dämmer. Nu wie Heimin wird. Nu können Heimin fair sein. Aber wenn würde ich mich Leute von ein Sklavenhändler zum nächsten verhandeln lassen. Wenn würde ich nun anderen gehen, sein Sklav sein. Wenn es heißt, meine Freundschaft, und er wird mich als Freundschaft behandeln, nicht als ein Sklav. Und das ist, was Jesus Luther sagt. Er sagt, ihr seid wohl meine Sklaven, aber ich behandle ihn als Kinder. Bei mir ist, ihr seid mehr als Kinder, bei mir seid ihr Freund. Dann geht Jesus wieder. Wir sind freigekauft von Jesus, aber wir sind auch seine Sklaven. Wenn es hat uns vom Sohn weggekauft, aber nun sind wir seine. Wir glauben einmal, ich bin vom Sohn fortgekommen, nu kann ich tun, was ich will. Aber nein, nu zie ich een Erlöser, ich sehe ein Gekaufter. Ich habe nu een ander Wirt, und das ist Jesus. Epheser 1, Vers 7 sagt, durch Jesus in Blut, das er für uns gegeben hat, sind wir losgekauft. So Jesus ist gegangen, um die Willen hat gesagt, den Eduard Giesbrecht, den Benjamin, den Hen, den Larry, das ist mina, den hat ich mir gekauft mit meinem Blut. Das ist mina. Kolosser 2, Vers 14 sagt, der Schuldschein, der in uns alle stund, den habe ich durchgestreckt und am Kreuz genäht. So war dasselbe Bild. Er hat das Schuld, was du hast, das du beim Diebel hast, der hat gesagt, das habe ich durchgestreckt in den Schuldsadel am Kreuz genäht. In Offenbarung 4, Vers 9 und 10 im Himmel,
wo du grote Anbetung hast. Du sagst dort, en sie zongen ein Nieet Läwen en zeiden, du bist im Stand, dort Buch zu nehmen. Jesus kon dort Buch nehmen, in den Seil opzumerken, willst du wirst doodgemerkt en juist den bloot aan, door met voor God van alle Menschen stam en spreken en fällt ja ein Fall für sich zu käupen. En hast von an Königs und Priester gemerkt, unseren Gott zu dienen und sie sollen auf die Erde regieren. Du bist nicht mehr den Teufel sein Sklave, mein Freund. Du wirst von Jesus gekauft. Du bist nu, hast ein frischer Ehendeimer. Aber Jesus behandelt dich nicht als ein Sklave. Er behandelt dich als Familie. Er merkt dich ein Orwe. Jesus sagt, du hast alles dein Orfgeld verloren. Und Jesus sagt, du kannst nu mein Orfgeld kriegen. So viel wieder jetzt Jesus. Wir sind das Eigentum von Gott. Wir sind seine Sklaven. Paulus sagt dat immer waren, Paulus, ik zie een skloof van God en ik zie een dienaar van God. En ik wil zo leven als hij wil gaan. In 1. Petrus 2, vers 19 zegt dat ook, je zijn een heilig volk, je zijn zijn eigentum. Du gehörst Gott. 1. Korinther 6, vers, 1. Korinther dat 6. Kapitel zegt, dat ons Körper is de tempel vom Heiligen Geist, dat is Sina. Das Körper, nicht mal meine Nase ist meine, das ist Jesus seine. Das ist der Heilige Geist seine. Nicht mal meine Nase, nicht mal eine Haar ist meine, das ist der Heilige Geist seine. Und dann sagt er nu, mit diesem Körper verherrlicht Gott. Glaubt ihr, mit diesem Körper Gott verherrlichen, das nu bloß hier da und sich hier fährt? Glaubt ihr, das ist der einzige Weg, wo das Körper kann Gott verherrlichen? Ich glaube, ihr weiter alle, dort nee, der kann auf alle Wege Gott verherrlichen. Sogar dort, wo ich eten will, oder nicht eten will, wird Gott verherrlichen. Ein Prediger, wenn wir das alles weiter, dass wir hier in ganz Gott, ein Prediger jetzt evangelisieren abgegossen. Und dann ist da einer, der ist nicht bekehrt. Und dann sagt er, Jesus ist für die gestorben, der hat alles betont für die und so weiter, und der will die Rat. Und erklärt ihnen alles, dass er konnte Jesus kommen. Jana, die kriegt seine Arme und sagt, no. Den Glaube, den nehme ich nicht an. Na, wenn was nicht? Na, wenn es von da an war, die 10% von mir weichstellen. Dann war die 10% weichstellen, dann sind dort nicht mehr meine, und dort weiter ganz genehm. Dort weiter genehm. Na, wo weißt du zu genehm? Na, von denen Zeug, die haben mir dort verteilt. Dat de Tiendel, de mat naar de kerk gaan en de Tiendel, zegt de spreker, no, die haben die Arach verteilt. Ganz Arach. Na, wat dan? Wat hat diese Arach verteilt? Weißt, wenn du die bekehrst, dann jetzt alles nur Gott. Dann ist 100% Gott, nicht 10%, das ist 100%. So, wenn du weißt, dort, dass die wirklichen Glaube haben, dann sind dort nicht 10%, dann sind dort 100%. Und Gott sei Dank, dass er bekehrt sich und er versteht, was passiert ist. Bei der Erlösung, wo Jesus mich freigekauft hat, da hat er 100% getan. Er hat nicht gesagt, ich will bloß ein klein bisschen tun, dass du kannst frei sein. Jesus sagt, ich will alles geben, dass du kannst frei sein. In Römer 10, Vers 9 und 10, das ist ein Vers, was wir einmal zum Evangelisieren brauchen, sagen, wenn du Jesus aus dein Haar bekennst, das Wort Haar, das ist Kyrios, auf Griechisch, das Wort, das war rein bloß einzig allein von einem Sklav nur ein Diener, von einem Diener nur ein Sklav gebracht. Bloß ein Diener wird zu seinem Meister sagen, ein Sklav wird zu seinem Meister sagen, du bist mein Herr. Wir brauchen das Wort vielleicht sehr viel, aber in der Zeit, dass dieser Eend, den ganzen, wir sind Eigentum. Das Sonntag kann für die eine Gelegenheit sein, dass du kannst, auch so erkennen, oder dass wir alle können abhören zu denken, dass mir hier noch hören wird. Dass das noch mein, dass ich, mir. Wenn ich weiß, dass Jesus alles für mich betont hat, ich weiß nicht, wo die das jetzt, aber mein Denken wird 100% verändert. Wo ich nicht
bloß das Geld sei, was ich hier anleihe, sondern mein Denken wird verändert, das Geld, was ich Montag zum Stuhl bringe. Aber das Geld, was ich für meine Familie brauche, das Geld, was ich irgendwem vielleicht habe ausgegeben. In dem Moment, wo ich weiß, dass ich ganz von Jesus gekauft bin, mit dem Dierenblut, mit dem diersten Preis, was das geben kann, dann auf einmal wird meine Verwaltung, wo ich Geld, wo ich meine Fub handle, wird ganz verändert. Wo kann ich als eine gekaufte Person handeln? Nicht, dass ich gekauft bin. Ich weiß, ich sehe nicht mehr ich selbst. Ich sehe gekauft von einem anderen, ich gehe hier an. Wo kann ich handeln? Wenn was wird am dort wichtig sein, dort trägt jeder, was am so besonders all gehört. Wie hier die paar sind, die auch trägt, dort Gott, wenn wir hier in Opfern anleihen, er sagt, mehr die 2 Cent auswirken, die $100. Wenn es er will ans Hort. So, am brückt dort nicht an, wie viel dort ist. Wenn was würde dann wichtig sein, einen bestimmten Teil am Träg zu geben, wenn dort all so besonders am gehört wird. Ich will Ihnen was verbringen, was dort sagt, dass der Tiendel, dort ist es ein Andenken. Der Tiendelport, dort ist es dort, wie an irgendwas andenken können. Das Abendmahl ist ein Fast, was wir immer feiern, was von Alten Testament neu genommen wird, ein bisschen verändert wird, was wir von dir feiern. Und so können wir auch den Tiendel mitnehmen in unsere Geschichte von dir. Und wir können andenken an Arm. Wir können jedes Mal, wenn du in deine Früh kommst und je rechnen, wie viel ich verdient habe, und je sagst, ich will 10% aufrechnen, ich werde nur du anbringen, wo Jesus ist, dann kannst du ein Andenken haben. Sogar jetzt die Kirche, die dann Abendmahl ein Tiendel zu Glück geben, wenn sie sagen, dass es beides ein Andenken und dass sie gekauft sind. Wie weit dort in der Bibel die Nummern wichtig sind. Wenn Wort kriegt 10, wenn Wort nicht 12, wenn Wort nicht auf, wenn Wort nicht 9. Die Nummern sind in der Bibel wichtig. Wie weit das 7 ist, das perfekte Nummer, Gottes Nummer, wie weit das 3 ist, die 3 Einigkeiten, so weit wie 5, weit wie das Genot ist, so haben wir ähnlich für alle Nummern eine Bedienung. Aber dann kommt die Nummer 10 und die hat auch eine Bedienung. Bloß einmal sind die sich nicht ganz einig, was 10 für was das stehen soll. Soll das für 1 stehen oder soll das für andere stehen? Wo habe ich die Nummer 10? Bei den 10 Pläuen. Aus den Ägypter, aus den Ägypter eine Rütje gelassen worden, aus der werden sie von Gott bestraft, dann kriegen die Ägypter 10 Pläue. Und der letzte Pläu, dass sie mussten ein Schubje schlachten, dass sie eradieren mussten, voll Blut bepinseln, wenn es dann wurde Erstgeborene sehen nicht sterben. Und der Ägypter starb alle. So der 10 Pläu, das ist eine Nummer, was in der Bibel für 10 gebraucht wird. So, nu wird dann eins mal gesagt worden, der 10 ist eine Nummer von der Pläu. Und dann wird der andere sagen, ja, das weiß ich, der 10 ist eine Pläu. Aber was bringt der 10? Was bringt der 10. Pläu? Für die, was wir glauben. Bringt das unsere Sehen, Doodmerken, uns Alster Sehen, Doodmerken? Kriegt das Tiendel, das bringt uns ewiges Leben. Das bringt uns Erlösung. Wir waren erlöst. Für den Ägypter bedient der 10. Pläu, der 10 Pläu wird sehr beiset. Für die Israeliten wird das, dass sie endlich mal rühren können. Das wird eine Erlösung. Wo braucht wir noch die Nummer 10? Die 10 Gebote. Dass sie sollen 10 Gebote gehorsam sein. Und dort wird zum Erfolg auf eine Probe stellen. Aber wo braucht die 10 Gebote hin, wenn sie die würden nachkommen? Dann braucht dort war nur den Weg, nur die Erlösung. So was habe ich taub mit diesen 10? Wenn wir wieder checken in der Bibel, die Nummer 10, die wird gebraucht für Erlösung, für Rettung, für Friedschöpfen. So wir sind freigekauft. Wir haben uns vorstellen, hier ist der Sohn. Und wie Jesus hat genommen, ich schöpfe die Rüt, ich betone die ganz. Du bist erlöst, du bist nicht ganz meint. Aber wenn wir ehrlich gehen, wo ist das Leben mit den Sohn täglich? Wer wird den Beise Jesus uitdrijven, wenn hier ein Beise Jesus ist?
Hey Jesus, komm hier, trieb diesen Beisen hier mal uit, ik kan niet, ik ran voort. Wer wordt den Beisen Jezus uittrieben? Wer wordt den uittrieben? Wer wordt den uittrieben? Markus 16. Wer wordt den uittrieben? Wanneer je geloven hand dan, wo je de kracht aan, te huilen en bij Jezus uit te drijven. Zo, wer wordt den uittrieben? Ik. Wie? Wie worden den bij Jezus uittrieben? Wat zegt dat, wanneer de zoten kampen die ongeriepen deed? Wer wordt den wahrer stonen? Wordt God den wahrer stonen? Wahrer stoot den bij zijn vriend? Zegt het in Jakobus. Dan wordt hij van jullie weggeraden. 1. Petrus 4, vers 8 en 9 zegt dat de bij zijn vriend, der schlägt sich ram die ram, en de jet ram die ram, en de wel die zeker wo hij die griepen kon, haven die arm. Wanneer bij zijn vriend, wie moet am wahrer stonen? Zegt de Bibel op mehrere steden. Aber wanneer dat am Erlösung geht, dann beschützt hij ons. Wanneer dat je stuur am jet als die Säule von Gott, dann sagt er dort, die ha ik betoeld. Dort habe ich in der ganzen Bibel klar. So bos ich aus der Beise Fiend sage, hey, weil die Säule fortstellen, dann steht Jesus für, no, die ha ich betoeld. Für die Versuchungen jeder Tag, du wirst du für kämpfen, aber wenn ich am Erlösung geht, steht Jesus dafür und sagt, cuidado, ich habe betoeld. Dort erst vor dich. Du wir ein Sotensanbeter. Sehr interessante Geschichte. Hij wie een van de oudste, wat das wietste in zijn Soten aanbeden in zijn Welt. Nee, ik kan niet veel van zijn. En zo'n mensen moeten eenmaal wat doen, omdat ze wiederkomen. Dus dat ze beide zaken doen. Die beden den Soten aan en die moeten den Soten geharchen. Zoals wie Jezus geharchen, zijn geloven zijn. Zo zijn zij den Soten zijn geloven en ze moeten dat doen wat de Soten en opgeven heeft. So nu hast du das ein Sotensanbeter, der war wiederkommen mit seinem Denktor. Nu sagt der Soten, das ein Teufel, sagt ganz persönlich zu ihm, okay, wenn du das weißt, dann musst du allerhand beide Sachen treiben mit einem verstorbenen Mensch. Was ein bisschen gruselig war. Du musst einen verstorbenen Mensch die kaufen, wat 15 jaar al dood is. En die moet dan allerhand zaken met den drijven, van die zaken wil ik hier niet vertalen, omdat du kan wiederkomen in die Sotensanbeterie. So, wanneer dat zegt dat een mens wat 5 jaar dood is, als geweldig stinken dat, wo stinkt een mens wat 15 jaar in de eerd is? So, wat dat is zo betoelt er weer hingerecht scheld, dat hij kon graven voor en den opgroeven. Zo passiert werkelijk. En dat hij den mens uitgroeven kon en dat hij den voor zijn Sotensanbeterie dan gebruiken kon. En dan als hij ganze weet, dat hij dan dit nu doen wil, hij wil deze mens dan uitgroeven. En als hij bed toe is, als hij bed toe is, dan op eenmaal zegt de duivel wat hem ongesteld heeft te doen, zegt hij hierop. Deze Körper, wat du betoeld hast en wat du nu wirst vergroven, den kannst du nicht anscheren. Wenn du den zijn Grab wirst opmerken, du wirst den Körper anscheren, in dem Moment bist du dood. Hij verfährt sich, wat? Sagt er, du kannst den nicht anscheren. Weet je, wenn wir den nicht anscheren können? Wenn es das Körper, was er sich gekauft hat, dass wir ein Pastor seine Früh, was ganz treu Gott gedient hat, und dass wir Gott sein ein tun, der wir al 15 Jahre unter die Erde dood. Nu willen Sotensanbeter diesen Körper brauchen für Sotensanbeterie treiben. Und der Soten selbst sagt, du kannst ihn nicht anscheren. Weißt du, wenn was nicht? Wenn Jesus sagt, ich habe den betont. Das ist meiner. Diese Person ist meine, und ich stelle mich vor, hier kannst du nicht gehen. Wenn du gekauft bist von Jesus, wenn du erlöst bist von Jesus und du kannst all gestorben sein, dann sagt Jesus nach einer Städteferer, die ihn sagt, du wirst hier nicht gehen, sondern keiner kann die Fuß nehmen. Was das bedeutet, dass wir ganz erlöst sind, wir sind 100% gekauft. Nu wir haben 3 Gone.
nur noch Malachi. Da wird uns Puzzle auf einmal ganz sein merken. Malachi sagt, komm, träg nur mich. Jef gün bara ganz han. Was hat wir gerade gesagt? Sie haben 90% gekauft hier, ganz gekauft. Malachi sagt, komm, träg nur mich, träg nur mich. Und dann sagt Malachi, 3 Vers 10, Vers 11, meine ich, sagt, dann ist das. Malachi 3 Vers 11. Ich word in Knieper, aber du kannst wie sagen, das wird böse Feind. Ich word in böse Feind nicht loten, ob jene Flecken kommen und jene Ernten abfressen. Und die wollen nicht eine Missernte, eine Wien Gottes haben, sagt der Herr, der alles regiert. So, was will das sein? Wenn du sagst, meint, alles, was ich habe, dass ihr hier alles Gott, 100% Gott, dann sagt Jesus das. Dann wird der böse Feind nicht antastet kennen. Dann wird das Knieper, der kann dort nicht dauern, dort den Fleck, was böse passiert ist. Interessanterweise muss das Schubje für das Opfer auch am 10. Tag zu sie gesagt werden. Im Alten Testament muss jeder Schubje am 10. Tag muss das Schubje zu sie gesagt werden, wann geopfert wird worden. Und dort muss dann nur den Opferplatz gebracht werden, geopfert worden. Melchisedek hat wie ich gesagt, dass wir ein Bild für Christus. Was tun Melchisedek und Abraham taub? Bitte, dass Abraham am der Tiendel jef. Weet je die Geschichte, was tun sie noch taub? Weet wir das? Die nehmen das erste Mal in der Bibel, in 1. Mose 14, kann ich nur lesen, das Ovenmal taub. Das erste Mal in der Bibel, und wer bringt das? Melchisedek selbst bringt den Wein und das Brot mit, und sie haben das taub. Und du wird ein Tiendel überjeft. Was ist der Tiendel? Das ist ein Andenken. Das ist, dass ich daran denken kann, dass er alles für mich gegeben hat. Das ist nicht ein Fluch über mein Leben, sondern ich kann das aus dem Sehen sein. Malachi 3, Vers 10 sagt, prüft mich. Prüft, dass das schaffen wird. Wenn ihr das prüft mich, du würdest gerne von uns selbst hunderte Geschichten vertellen können, wo wie Gott aufgeprüft hat. Aber ich will das von dir nicht auf mich drehen. Und ich würde gerne hunderte Geschichten von Freunden vertellen, in Sachen, was ich gelesen habe. Aber über diese letzten 2000 Jahre, wo wir alle als Christen unter den Sehen von den Heiligen Jesus, von Jesus Christus, in wo ich lebe, sind du so viele Brüder und Schwestern, was die haben gesagt, ich will wenigstens 10% geben und dort nur, was Gott mir gegeben hat. Und meist alle, die bei 10% anfangen, das Interessante ist, die sehen dort gleich mal aus einem Gesetz, die sehen dort gleich mal aus einer Regel, die sehen dort auf einmal aus einem Anfangsstaub, um von du wieder zu gehen und mehr zu geben. Und weißt du was? Die waren einfach, die Himmelsfenster waren aufgemerkt und die waren gesehen. Die Bibel sagt, wenn du warst treu sein in das Kleine, wo ich die über viele sagte. Wenn du warst 2 Stuhl haben, du hast eine Gas, und hier hast du einen kleinen Stuhl, wo die bloß Heratjes verkaufen, und über der andere Kant, du hast einen Stuhl, wo richtig im großen Geld für gemerkt wird. Du hast einen Arbeiter, der schafft in das kleine Stuhl, der verkauft Heratjes und Sandwich jeder Tag. Und du hast eine Kamera, du Buwe, wo wir den sehen, Kacher, dort sitzt bloß nur ein Bulb. Und der greift durch bloß ein Licht. Aber du kriegst jeder Tag an den Phone und sagst, ja, jeden Oben, den Hüs jetzt, dann nimmt er nachher mal ein 50er, ein 100er, ein 20er an seine Fötnen. Und jetzt Frauen gleich ein Hüs und gleich keine Haft, was sein. Und du denkst bloß, oder ich denke, ich weiß nicht, was du denkst, war offline, Fuß absteht, ein Hüs mit die, wenn du nicht treu kannst sein, in das kleine Studie, Seratjes zu verkaufen, war ein Hüs mit die nicht so? So denke ich. Aber du wirst denken, nee, Pastor, tranquilo. Den fehlt das Geld so neidig. Lass ihn doch du bloß schaffen. Der wird irgendwann, er wird die genug Hauptgestohlen haben,
dan wordt hij dat schijn gaan, dan wordt hij op hier met stelen. En dan worst u aan, nog een paar maanden, nu neemt hij al niet meer plus 50 ruten en al 100, en wanneer al 200. Jongens, der heeft wel grote troubles. Wie worden den mal naar een andere stoel, over de andere kant wegbrengen, niet zo? Du wordt een dollars verkauft, $1000. Wenn die Bruder, der heeft zo'n grote trouble, den fehlt mal op een Stedehand te brengen, wo der mal een grote Schneegeld kan nemen, dat hij mal zijn troubles lezen kan. Wil je zo denken? Nee, keiner denkt zo. Den lijn wie auf. Nu erst Gott im Himmel en zeg ik wil dat ook al gewoon niet zo gezatzlich met die merken. Maar kost u wenigstens 10% meer geven? Kost u vielleicht mal aanvangen? Ik wil ook geen gezatz merken, die kost veel meer. En ik doe eine, check naar Gott en zeg, hey, du wirst mich hier nu wat bematen? Du glaubst, du wirst mich fair sein, das ist mein Geld, ich hab geschweit für das, das ist ein Peises, ein Dollar, das ich das Geld mäßig, das ist mein Geld. Und ich kreuz und kreuz und kreuz. Und Gott, erste Buben, sagt, ich will die geben. Okay. Nu heb ik al 10 Peise bij de kerk gegeven. Vielleicht kan ik een beetje aan mijn tover terug. En God, erst de ganze tijd de welzijnen. En wie geloven, wie kruisen voor ons top. Wo anders kan dat beeld laten wanneer ik zei, God, ik weet, dit wat hier is, dit alles dient. Ik zie hier bloos van een paar jaar de verwalter. Ik word op basis met dat doen. Een grote poort. Vielleicht 15%, weil ich mir sage, dort wo ich die geven, ich habe eine klare Rechnung, 8% mag ich tun, dort meine Kinder zur Schule gehen, so viel Prozent geht ungefähr tun, ich mag noch eten können, dort geht tun, aber 15 oder 12%, dort kann ich tranquillamente jeden Monat geben. Und Gott kijkt, jo, mit diesen Taubschafen, dort geht schein. Dort ist ein guter Arbeiter. Den werden wir mal ein bisschen, je holt abschrijven. Maar zijn van die, die verdient nu $1000 de maand, maar zijn wat dat van, die deed maar 1200, oké. En die besten hebben 3. Op eenmaal, dan worden we naar 2000 kunnen. 2000 maand, maar zijn wat dat dan deed. De Bibel redt ervan dat God in de laatste tijd, hij wordt van den ongerechten, dat hebben God wegnemen en wordt het om gerechten geven. Von wat geloof je redet hier? Want du en ik kunnen gerecht voor Gott komen, dan zegt Gott sogar, dat hij dat van een ongerechten wegnemen kan, dat hij ons dat kan en hij komen laten. Geht het erom dat ik dat heb? Waarom niet? Dat geht omdat dat ziend is, maar hij wordt het in onze heen nemen komen laten. Gott zegt, naar die en mij, voor goede verwalter. Rekenen is wichtig. Ik weet, wo wir abwassen deden und dort wir wirklich, einer hat niemals von so was ist das gehört. Und die Menschen planen die Säuer. Und dann weiß ich, wo ein Bruder in die Kolonie war. Sie werden nun bekehrt, sie haben Jesus. Und sie verdienen $100,000 jeder Jahr. Und er geeft ook al vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel er geeft, das ist gut, dass ich das nicht weiß, er geeft vielleicht ook al $5,000. Aber wenn du 200 oder $300,000 übergeholt hast, oder 500.000 oder mehr Dollar übergeholt hast, und du hast nur $5,000 gegeben irgendwo hin, ist das viel Geld? Am Fall das noch sehr viel Geld, $5,000, 35.000 Peso, wenn wir das anrechnen, oder tun, wenn Cambio wir brauchen nicht so, das ist sehr viel Geld. Einmal ist es wichtig, dass wir rechnen, oder nicht einmal, immer ist es wichtig, dass wir rechnen, wie viel ist, oder genug ist. Wenn ich bloß sage, das, was ich nu nicht gebe, das fällt sich aber noch viel Geld. Mir fällt sich dort all, und ich habe das alles ausgeprüft bei mir. Mir fällt sich so, ich das mal einmal einen Monat um gefällt, ich das um gefällt gebe, dann fällt sich mir so, ich habe 20% wenigstens gegeben. Weet je wat, een Monat, met ik dacht ik had veel gegeven. 20 oder 25%, wat ik wenigstens gegeven had. Kom ik nu een Monat en reken ik dat uit, weet je hoeveel ik gegeven had? 7 oder 8% had ik gegeven. En ik wil gewoon een grote regel denken van dit merken. Maar nogmaals is het einfach zich wichtig, zich doel te zetten en zeggen, ik wil rekenen. En zijn woorden zullen ändern. En weet je wat, du wordt zich niet bloos de betere rekening ändern, wenn wat du was aus dem Abfall, aus dem Tiendel geben,
sondern wenn du die Dolsate des zum Regnen verdient, dann musst du al bloß 5 Minuten länger sitzen bleiben, dann musst du deine Rechnung für Tüß auch ein klein bisschen Rechnung durchschreiben. Nicht so? Dann musst du denken, 4 Monate habe ich so viel für Jan gebraucht, du kann ich ein bisschen weniger brauchen, oder du kann ich das anstellen. Dein ganzes Leben, auf ein oder der andere Weg, das stellt sich ganz an. Es geht nicht da mit uns, und dort ich glaube, er will uns bestrafen die ganze Zeit. Wir sind in einem Fluchen, dort wie man denkt, ich habe das so viele Jahre nicht getan. Ich sehe al 15 Jahre bekehrt und ich habe das noch niemals verstanden. Ich wusste es nicht. Und ich mag nicht, wo ich trägt holen, wo ich das ausrechnen. Nee, Gott ist ein lebender Gott. Gott ist ein lebender Gott und Gott sagt, Jesus sagt zu uns in Epheser einfach 3, du bist all gesehen. Gesehen bist du sowieso. Als du in Tiendel gehst oder nicht, du bist gesehen. Aber die Himmelsfenster, du wirst ein Unterschied sein zwischen wo du gibst es. Die 10% ist auch nicht, lang nicht ein Limit. Wir haben Freunde, die der besten Jahre, und ich hier laatst ein, ich wünsche den Mann, ich will haben mal eingeladen. Er ist in diesem Mann ein großer Ackersmann, und er wir für ein paar Monate in Paraguay, und er vertelt, er wir mit seinen Jungs gekommen, sie träumen nicht von wie viel sie verdienen können, sondern die träumen von wie viel sie geben können. Verstehe ich, was sie am Lehren zu denken? Sie planten 1000 Hektar Soja nicht an wie viel sie verdienen können, sondern sie rechnen, wie viel sie wohin dort geben können. Das ist was sie rechnen. Umgedreht. In diesem Mann, die haben von ganz jungen Erfahrungen, hoffentlich kommt er noch mal einen Tag her, dass Manfred, sein Bruder, Manfred ab, der Hühe mit dem Schnurr, den sein Bruder ist, als er ganz klein war, hat er eine Erfahrung, dass er eine Vision hat, dass er die ganze Brasil wird für Jesus gewinnen. Und er wurde in einem großen Stadion Stunden predigen. Und auf einmal, dann in der Vision, im Traum, dann ist das, wann er nicht reden kann. Dann kommt Gott noch an und sagt, weißt du was, mit dem will ich dir wissen, dass du nicht reden, aber du wirst ein Ackersmann werden, die interessiert Acker, du wirst Acker und du wirst dort betonen, dass die Menschen gehen für Jesus zu gewinnen. Und sie dort haben wir angefangen, das Ackersmann. Die haben Jahre gehabt, so wie das ich weiß, dann sagen sie, wir wollen mal ein Game spielen, wir wollen den Nummers mal andrehen. Und es steht 90% für uns holen, wir wollen 90 für Gott holen. Dann war wir 10 bloß noch von überleben. Und der lebt ganz arm, das Mensch. Nicht arm, der lebt recht, aber das ist, wenn man sagt, den seine Kleider literalmente, die sind nicht so schmack angetragen als ich. Und die haben Dutzende Hektar Soja. Wenn sie sagt, dass es nicht sind, er ist bloß ein Verwalter, er braucht dort bloß mehr Menschen zu gewinnen. Vielleicht sagst du, Eduard, du hast nicht lange gepredigt. Ich fühle mich, das ist Jahr, das kann vielleicht alles so sein. Aber ich will dir für eine letzte Entscheidung treffen. Wenn du sagst, das mit Tieren, das ist mir alles zu viel, ich will bloß, dass das Nieet Testament sagt. Okay? Was sagt Jesus? Wenn du 2 Mantels hast, wie viel sollst du aufgeben? Einen. Wie viel Prozent sind das? 50. Was ist der Mensch, der danach, nur Jesus kommt, der Jüngling, was will seine Woche konseilig werden? Wie viel soll er aufgeben? Alles. So, wenn du bloß noch nie testamentliche Nummern geben, dann wurde die Nummer sehr, sehr verdoppelt, von was ich hier jetzt alles gesagt habe. Und dort, wo ich dir merke, Hand zu gehen. Wenn du noch nicht bei Tieren gekommen bist, und du sagst, dort schafft nicht, ich habe hohe Schulden, dann merk einen Plan, wo du dort kommen kannst, dass du wenigstens bei 10% kommen das. Und versuch du herher zu kommen. Fang an zu rechnen, du wirst sehen, wie dein Leben verändert wird. Und Gott wird die Himmelsfenster aufmerken. Nicht für die, sondern für, dass das sein Königreich kann gebiet werden. Das ist eine Botschaft, die sehr viel fordert, dass einer diese Sache überhaupt sich gewagt zu sein. Ich habe monatelang studiert, gelesen, viel gebeten. Ich will überhaupt nicht ein Gefühl geben, dass du die nicht fehlst aus gewagt und ich macht, sondern ich will dir das keine sein aus dem Verreich. Jeder es wird scheinen und dort jetzt scheint.
We haben ein Leid, wo wir mit unseren Kindern harken doen und die sagt es dit. Dios amaltador alegre. En dat zingt aber Dios amaltador alegre, ha 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 ha. Dios amaltador alegre, ha 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 ha. Gott läuft den Frauen jeweils. En we harken veel kinderen leider met onze kinderen. Mijn Heidi wie dat leidt ganz und oud. Nicht von was dat zegt, sondern würde du einmal lachen. Ha 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 ha. Das hier sich so, ich sehe Frauen jeweils und dann sind von jetzt lachen, ha 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 ha, herum. Das hier sich so arg, so abgemerkt. Bad ein Tag, wie in der Chor zaten in Santa Cruz vorne, und dort Leute waren anjet und Flora all Eier, die anfangen zu singen, ha 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 ha, anfangen zu singen. Von dem Tag ist es uns passet Leid. Und die Sänger, Eier hat das Leid anfangen zu singen, das sind Kinderleute, die sagen, gib nicht so lang, bis die dort weidet, sondern gib so lang, bis die dort anfangen zu tschitteln und scheint zu gehen. Kann ich den Unterschied verstehen? Gib nicht so lang, bis dort weidet, sondern so lang, bis dort anfangen zu tschitteln. Wenn es von euch gibt, du wirst einen Moment kommen, du wirst mir dort weiter, bei jeder einen von uns. Aber wenn ich ein klein bisschen mehr und wieder gebe, irgendwann wird das tschitteln und das wird sich gut später. Ich kann dir das versprechen, wenn es wie Hand dort erlebt. Wenn du sagst, ich sehe bloß einen Dachlohn, ich kann nicht so und so viel Prozent geben. Ich will geben, wenn ich gestern so recht sehe. Dort eine kann ich dir auch garantieren. Wenn du nie sagst, ich kann nu nicht, dann musst du nachher auch nicht. Wenn du nicht deine Einstellung dann geändert hast. Tiendel geben, Feierwerk reden wir von freigeberig sein. Tiendel geben ist nicht freigeberig sein. Tiendel geben ist gehorsam sein. Das sind die ersten Schritte bei Gehorsam. Das ist einfach dort, was die Bibel sagt. Tiendel geben, das braucht ein sehr großes Vertrauen. Das wird mein Vertrauen in Gott abbauen. Tiendel ist nicht der Limit, das ist der Anfang. Das Interessante vom Tiendel geben ist auch, dass ich gebe dort nicht mehr Menschen. Nachmal sind Menschen zu mir gekommen, das ist mir so viel gewesen, was ich gesagt habe. Die sind zu mir gekommen und sagen, ich gebe dir mein Tiendel. Ich will das nicht. Weißt du, was ich fertig getan habe? Ich nehme das, wenn die sagen, das ist mein Tiendel, dann nehme ich das bloß und schmeiße das hier alle an. Wenn es noch dein Tiendel ist, dann gehört mir das nicht. Dann gehört Jesus dort. Und wo ist, wem es brüht, oder wo ist Jesus, wo es Port von Arm, der Kirche. So die ersten 10%, die hier in der Kirche nennen, wo du tust bist. Wenn du nicht von dieser Kirche bist, dann bring dir nur eine andere Kirche. Dann bring dir nicht hier an die 10%. Wenn du aber was noch viel mehr Büte Raum geben an andere Menschen, gebe auch andere Missionare. Wir leben bloß von Unterstützung. Aber ich will nicht leben, dort, wo Jesus hier hat. Wenn du mir sagst, ich bring dir mein Tiendel, ich packe dort alle Tauben, schmied dort hinein, wenn es dort geht nicht mehr. Da will ich nicht anfuttern, dort Geld. Dort geht bloß wieder. So, dort Tiendel, dort hier haben. Da wenn es erst durch ein Vertrauen. Einmal denken wir, wenn ich will ein Tiendel geben, ich will kriegen, weiter, wer dort, wann und wo es kriegen wird. Dort ich weiß, wo dort Geld wird tun. Und das ist nicht das Ziel. Das Ziel soll nicht irgendwas bewirken, das Tiendel geben soll mir, mein Vertrauen in den Arm abhören. So als ich sehe, Tiendel ist nicht der Limit, das ist der Anfang. Ich habe Freiheit, viel mehr zu geben. Und da werden wir hier auch von einem Tiendel und auch ein Opfer. Du kannst ein Tiendel geben, du kannst auch ein Opfer, was viel mehr du nappest. Nu lebe ich der Genot. Ich mag nicht mehr geben. Ich kann geben. Ich sehe frei zum Geben. Der Herr Jesus, der viert mit dem Geben. Wenn ich wirklich harche wurde, dann viert er mit dem Geben. Und ich glaube, jeder einer, der wirklich gehorsam ist, um Herrn Jesus, der wird einverstanden sein mit mir, dass er wird niemals weniger als 10% geben. Ich bin dankbar, dass Gott das Wort hier gibt. Du kannst es nehmen und segnen. Du kannst es sogar nach einmal harchen, wenn du weißt. Aber ich freue wirklich, dass da steht der Recht und sagt, das und dort in Jant. Lebe ein gehorsames Leben vom Heiligen Jesus und fang an viel zu geben. Sie gehorsam, was er gesagt hat. Ich weiß, das arbeitet an uns. Und mir auch, kriegst du es an die. Aber eins kann ich dir garantieren. Fang an so lange zu geben, dass das nicht mehr weidet, sondern dass das schüttelt. Und du wirst die Freude erleben vom Geben. Amen. Keine Abstimmung. Wenn über so eine Thema das geredet wurde, dann
kratzt dort einmal an unsere Ehe oder an uns Eck, an unsere Gefälle. Dann habe ich einfach nur Jesus sagen, Jesus, ich hier ganz dir. Du bist mein Herr, du bist alles, was ich habe, meine ganze Familie, mein Habengut, mein Fortig, mein Haus, mein was immer das ist sowieso dient. Und ich will das so verwalten, als du Wesen sitzt. Lass uns als Brüder uns jenseitig Mut merken, dass wir uns Mut merken, wo wir können den anderen in der Stadt in Mut merken, auch in so eine vielleicht schwangere Themaschus, was wir von dir haben. Und dass du uns verändern, uns Gedanken verändern kannst, dass du dort wissen, dass du die Welle für uns hast. Ich danke dir für das Wort und ich bete auch, dass das beste Wort hier bleiben kann. Dass dort, was wirklich wichtig ist, dass der Herr Jesus, dass Jesus Christus uns frei gekauft hat und dass wir ganz sind, dass wir nicht mehr Sklaven sind von Angst, dass wir nicht mehr Sklaven sind in einer Gesellschaft, wo wir Mathe, sondern dass wir nu freie Kinder sind und Orven und dass wir kennen und dass wir die Gelegenheit haben, ein Nieet Läwen zu leben in die Jesus. Wir geben die alles und wir wissen, dass je hier die all, aber wir wollen dort haben, dass das ein Opfer kann für die sein. Und wenn du was, dann kannst du das für was Gutes brücken. Du kannst einfach als Teken deine Hände uitstreiken, nur Heich, nur Himmel und sagen, hier sehe ich Jesus. Wenn du weißt, kannst du deine Hände uitstreiken nur Himmel und sagen, hier sehe ich Jesus. Ich sehe ganz dient. Hier sehe ich Jesus. Ich sehe ganz dient. Ich weiß, du hast mir gekauft. Ich weiß, du hast alles betont. Und lehre mich nu, ein Weg mit dir zu gehen, wo ich sogar meine Jaltosch betiert ist, wo der ganz Gott gehört hat. Nicht, wenn ich macht, sondern wenn ich eine Gelegenheit habe und ich freiwillig kann. Das bete ich in den Namen Jesus Christus. Amen. Wir sind alle gesegnet und Jesus sehen wieder. Und jene Freunde und Familie, habt einen schönen